Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar geht um die Meldung von Infektionen in Europa. Wenn ihr diesen Kanal jetzt gefunden habt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Ich würde sagen, legen wir los nach dem Intro. Meldung von Infektionen in Europa. Die Meldungen über Infektionen mit dem Coronavirus in Europa mehren sich. Auch aus Kroatien, der Schweiz und Spanien wurden Infektionen gemeldet. Auf der kanarischen Insel Teneriffa ist nach einem Coronavirus-Fall ein großes Hotel mit 1000 Gästen unter Quarantäne. Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Auch in Deutschland können sich das Virus ähnlich wie in Italien ausbreiten. Das sei eine dynamische Lage, auf die entsprechend reagiert werden müsse. Von der Absage von Großveranstaltungen, der Schließung von Einrichtungen wie Schule oder Kitas bis zum kompletten Abriegel ganzer Städte gibt es noch viel Zwischenstufen. Der Präsident des Robert-Koch-Institut bezweifelt, dass in Deutschland ganze Städte unter Quarantäne gestellt werden können. In China sei dies nur mit dem Einsatz von Militär gelungen. Mindestens 7 Toten in Italien. In Italien sind bis zum frühen Montagabend mindestens 7 Infizierte gestorben. Alle hatten Vorerkrankung, so die Behörde. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen stieg trotz drastischer Maßnahmen wie Sperrzonen auf mehr als 220, wie Zivilschutzchef Angelo Borelli am Abend in Rom sagte. Mehr als 25 Menschen seien auf der Intensivstation. Am Vorabend waren es noch rund 150 gemeldete Infizierte. An diesem Dienstag wolle die Gesundheitsminister aus Deutschland, Slowenien, Frankreich, der Schweiz und Österreich in Rom die Lage mit ihrem italienischen Amtskollegen beraten. Starker Anstieg in Südkorea. Die Gesundheitsbehörde in Seoul meldet am Montag 231 neue Fälle. So viele wie noch nie. Damit sind Stand Montag 833 Menschen mit dem Virus SARS infiziert, 7 gestorben. Die Gesundheitskommission in China berichtet von weiteren 150 Infizierte und 19 Todesfälle. Inzwischen sind nun mehr als 77.000 Infektionen und rund 2600 Todesfälle erfasst. Außerhalb Chinas gibt es nach dpa-Angaben derzeit mehr als 2200 bekannte Infektionen und über 25 Todesfälle. Im Iran stieg die Zahl der gemeldeten Todesopfer auf 12. Im Nachbarland Afghanistan wurde am Montag der erste Fall einer Erkrankung bestätigt. Auch die beiden Staaten Bahrain und Kuwait auf der arabischen Halbinsel bestätigten erste Fälle. China verbietet illegale Wildtierhandel. Nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua ist der illegale Handel und Konsum von Wildtieren in China ab sofort verboten. Der Ständige Ausschuss der 13 chinesischen nationalen Volkskongressen NVK am Montag in Peking. Tierschutzorganisationen wie WWF oder PETA fordern diesen Schritt bereits seit Jahren. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat China jetzt reagiert. Und das war's für heute. Alles über den Coronavirus Stand heute. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, liked dieses Video, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Haut rein, Leute. Euer Phoenix TV. Tschüss zusammen.